Hallo zusammen, ich bin's wieder, Katrin, und heute haben wir ein schweizerdeutsches Gespräch miteinander. Ich freue mich auf alle, die mit mir ein bisschen Schweizerdeutsch plaudern, Schweizerdeutsch reden. Ich bin eben Katrin Erni von Swiss German Online. Wir haben uns schon ein paar Mal gesehen, online getroffen. Ich denke, vielleicht kenne ich die einen oder anderen wieder, die schreiben im Chat. Also wenn ihr da sind, dann schreibt im Chat, sagt Hallo, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt Kommentare dazu geben. Ich werde euch einige Sachen fragen und versuchen, nicht zu schnell vorwärts zu machen, dass ihr Zeit habt zu antworten. Ihr müsst halt einfach schriftlich antworten im Chat. Schreibt im Chat. Da sehe ich, die Olivia ist schon da. Hallo Olivia, du bist unsere treue Begleiterin. Wie geht es dir heute? Die Olivia muss jetzt noch ein bisschen Zeit haben zum Schreiben. Heute haben wir das Thema Danke sagen auf Schweizerdeutsch. Wir haben so verschiedene Situationen und dann könntet ihr mir helfen zu sagen, was wir in diesen Situationen könnte sagen. Und wir haben selber auch Beispiele aufgeschrieben, was wir in diesen Situationen könnte sagen. Du bist müde, aber du bist positiv, Olivia. Sehr gut. Ja, es ist auch schon 8 Uhr, oder? Du hast sehr wahrscheinlich den ganzen Tag gearbeitet und dann hast du das Recht, müde zu sein. Ja. Also, lassen wir los. Die erste Situation. Du bist an einer Party eingeladen gewesen. Oder du und deine Familie, deine Frau, deine Partnerin, dein Mann, dein Partner. Ihr seid an einer Party eingeladen gewesen. Es war eine super Party gewesen. Ihr habt es ganz schön gehabt. Ihr habt getanzt und mit vielen Leuten geredet, sie kennengelernt, vielleicht Spiele gemacht. Ja, was könnte man noch so machen an einer Party? Gesungen. Ja, vielleicht habt ihr gesungen. Und jetzt ist es Zeit, vielleicht noch nicht gerade am 8 Uhr, aber ich weiss nicht, um welche Zeit dass ihr euch so heimgeht oder müde werdet. Vielleicht sind ihr richtige Partyvögel und bleiben bis am Schluss, ja, bis am 2 oder 3 am Morgen oder noch länger. Oder vielleicht sind ihr Leute, die lieber so am 11, 12 langsam heimgehen. Wie ist es bei euch? Also, auf jeden Fall ist die Party langsam vorbei, du bist müde, du möchtest heim. Und dann, was sagt ihr, um euch zu verabschieden? Olivia, du bist immer müde an einer Party. Das heisst, du tust dich so austoben, du tust so viel tanzen, dass du schnell müde wirst. Vielleicht. Ja, wer weiß. Wenn noch mehr Leute sind wie die Olivia, dann bitte schreiben, Hallo sagen. Du musst heimgehen. Ja, irgendwann gehst du dann schon heim, oder? Entweder ein bisschen früher oder ein bisschen später. Auf jeden Fall, wie tust du dich beim Gastgeber, bei dieser Person, die Party organisiert hat, die das Fest organisiert hat, wie tust du dich verabschieden? Wie tust du Ade sagen? Ja, du möchtest dich verabschieden. Was kann man sagen? Also, jetzt können die die da sind, schreiben. Genau, du kannst sagen, hey, ich muss mich verabschieden, ich muss gehen. Ja. Wenn ich noch genug fit sein zum Autofahren zum Beispiel, dann nachher muss ich jetzt heim. Mhm. Oder Ade, genau, Ade kann man sagen. Oder Tschüss zusammen. Aber es geht auch ein bisschen ums Danken. In dem Film, in dem Livestream, geht es auch ein bisschen ums Danken sagen. Ja? Wie könntest du dich bedanken für das Fest, für den schönen Abend? Ja? Oder wenn du so eine Party hast und es ganz viele Leute hat und häufig ist es ja so in der Schweiz, wenn man kommt oder wenn man geht,
dann tut man allen Leuten Hallo sagen oder allen Leuten Tschüss sagen, wenn es so ein Fest ist, ja. Ein privates Fest, ja. Danke für die Einladung, genau, kannst du sagen, danke für die Einladung. Und dann nachher, wenn es so viele Leute hat und du hast keine Lust, allen die Hand zu schütteln und Tschüss zu sagen und allen zu erklären, dass du jetzt eben schon heim musst, dann nachher kannst du zum Beispiel zu dem Veranstalter gehen, zu dem, wo die Party gibt, zum Gastgeber und kannst sagen, oh, ich tue mich französisch verabschieden. Ich tue mich französisch verabschieden. Wisst ihr, was das heisst? Das heisst, ich gehe eben nicht jedem Einzelnen die Hand geben, sondern ich sage einfach schnell «Tschüss zusammen» und verschwinde. Und die meisten Leute merken gar nicht, dass ich weg bin. Das ist, wenn man sich französisch verabschieden. Ja, manchmal ist es gäbiger oder schneller vor allem, wenn man sich französisch verabschiedet. Meistens geht man dann gleich zum Gastgeber, geht man dann gleich Tschüss sagen. Also ganz einfach verschwinden, ohne nicht einmal am Gastgeber Ade zu sagen, dann, das macht man schon eher nicht. Aber vielleicht sagt man nur schnell am Gastgeber und denen, die neben einem sitzen oder so, sagt man Tschüss und dann geht man, verschwindet man einfach so. Und das wäre dann französisch verabschieden. Also, was würdet ihr sagen? Olivia hat schon ein paar Sachen gesagt. Ja? Zum Beispiel, merci vielmals für die Einladung. Merci vielmals für die Einladung. Oder danke für die Einladung, so wie die Olivia geschrieben hat. Zum Beispiel auch, wie es dir gefallen hat. Es war mega schön. Es war mega schön. Es war eine coole Party. Es war eine geile Party. Wir hatten den Plausch. Ja, wir hatten viel Spass zusammen. Aber jetzt müssen wir heim. Unsere Kinder warten auf uns. Der Babysitter muss heim. Oder vielleicht, ich weiss nicht, der letzte Zug fährt bald. Oder einfach, wir sind müde und wir müssen heim. Jetzt müssen wir heim. Ja. Oh, und der Gastgeber, oder wenn ihr Gastgeber sind, könnt ihr auch sagen, oh, das ist aber schade. Das ist schade, dass du schon gehen musst. Schön, dass ihr vorbeigekommen sind. Schön, dass du gekommen bist. Ja, schön, dass ihr auf die Einladung geantwortet habt und gekommen sind. Es ist ja nicht so cool, wenn man ein Fest feiern will und niemand kommt, oder? Ja. Also das kann man so sagen an einem Fest, wenn man sich verabschieden will, mindestens mit dem Gastgeber. Sonst kann man sich auf Französisch verabschieden und einfach so sagen «Tschüss zusammen» und verschwinden. Ja, aber es ist schon gut, wenn man Danke sagt, sich bedankt beim Gastgeber, «Merci für alles, es war cool gewesen». Ja, genau. Also, zweite Situation. Da kommst du ein Geschenk über. Und zwar, du kommst ein Geschenk von deiner Schwiegermutter. Du kommst ein grosses Geschenk über. Also die Schwiegermutter ist ja die Mutter von deinem Partner oder deiner Partnerin. Oder, ja, ist einfach die, wo man sagt, das ist immer schwierig, Beziehung zu der Schwiegermutter, oder? Da sagt man, aber ich habe sehr eine gute Schwiegermutter und sehr guten Kontakt mit ihr. Und jetzt schenkt dir nicht deine Mutter, sondern deine Schwiegermutter. Also das wäre jetzt für mich die Mutter von meinem Mann. Die schenkt mir ein grosses Geschenk. Ich komme von meiner Schwiegermutter ein grosses Geschenk über. Ist dir das schon einmal passiert? Hast du auch schon ein Geschenk bekommen von deiner Schwiegermutter? Olivia, du hast auch kein Problem mit deiner Schwiegermutter. Ihr kommt gut aus zusammen. Also ich muss sagen, ich komme mehr Geschenke über von meiner Mutter. Von meiner Schwiegermutter kommen wir viel so Sachen über, zum Beispiel
Himbeere aus dem Garten oder so, dass sie uns helfen kann, wenn wir sie brauchen. Mehr so solche Geschenke. Ja, also nicht sehr riesengroße, teure Geschenke. Das kommt niemand rüber von meinen Schwiegereltern. Das sind bescheidene Leute. Aber stell dir vor, du würdest jetzt von deiner Schwiegermutter eben so ein grosses Geschenk bekommen. Irgendetwas Spezielles, das du sonst nie hast oder nie bekommst und nicht erwartest. Was würdest du denn sagen? Wie würdest du reagieren? Manchmal könnte man fragen, was will sie mir echt mit dem sagen? Nein, das kommt sicher von Herzen, das Geschenk. Denke ich, oder? Was würdest du sagen? Olivia, du kannst nicht gut sagen, ich komme gut aus zusammen. Also, du kannst sagen, ich komme gut aus mit meiner Schwiegermutter, mit ihr. Oder du kannst sagen, wir kommen gut zusammen aus. Ja, weil ich komme gut aus mit ihr, sie kommt gut aus mit mir, also kommen wir gut zusammen aus. Ja, aber ich und zusammen passt nicht so. Also du kommst gut aus mit deiner Schwiegermutter, du hast kein Problem mit ihr, ihr habt ein gutes Verhältnis, herzlichen Kontakt. Ja. Ja, du kannst zum Beispiel sagen, merci für das grosszügige Geschenkli. Oder Geschenk. Das ist nicht mehr ein kleines Geschenkli, es ist ein grosses Geschenk. Merci für das grosszügige Geschenk. Danke vielmals. Du kannst sie umarmen. Ja. Du kannst deine Freude zeigen. Ja, und was könnte man noch sagen? Wie habe ich das verdient? Das ist manchmal eine Frage, oder? Wie habe ich das verdient? Was habe ich gemacht, dass sie mir so ein grosses Geschenk gibt? Vielleicht bist du ganz besonders hilfsbereit gewesen. Und wenn vielleicht manchmal die Schwiegermutter gesundheitliche Probleme hat und du sie pflegst, du mit ihr zum Arzt gehst oder du ihr im Garten viel hilfst oder irgendwie speziell viel dich einsetzt, oder? Dann nachher denkt sie vielleicht, du hast ein besonders grosses Geschenk verdient. Ja? Dann hast du etwas gemacht, was sie sehr freut hatte und sie möchte sich ein bisschen revanchieren. Sie möchte dir zeigen, dass ihr das viel bedeutet hat, dass sie sehr Freude hatte an dem, dass es wichtig war für sie. Und um sich zu revanchieren, kann sie dir zum Beispiel ein Geschenk geben. Aber du kannst auch sagen, das wäre doch nicht nötig gewesen. Das ist doch selbstverständlich, dass ich dir helfe. Ja? Also wir sind ja mit den Schwiegereltern per Du. Ja, hoffentlich. Ich weiß nicht, vielleicht nicht in allen Kulturen, aber in der Schweiz sind wir mit den Schwiegereltern per Du. Hast du dich auch schon bei jemandem revanchiert und ihm ein besonderes Geschenk gemacht, wenn du Hilfe hast bekommen in schwierigen Zeiten oder so? Wie war das? Genau, Olivia, du kannst sagen, ich komme mit meinem Mann gut aus. Oder ich komme gut aus mit meinem Mann. Mit meinem Mann. Das ist dann Dativ, mit meinem Mann. Wie habe ich das verdient? Ja, vielleicht, ja, manchmal kommt man auch ein Geschenk über, das man nicht verdient hat, wo man einfach so überkommt, oder? Wenn ich zum Beispiel in der Stadt bin und etwas sehe, wo ich denke, wow, das ist jetzt eine gute Idee, vielleicht für einen Sohn von mir oder eben für meine Schwiegertochter oder für meinen Schwiegersohn, habe ich zwar noch nicht im Moment, aber vielleicht habe ich dann später eine Schwiegertochter und einen Schwiegersohn und ich sehe etwas und denke, wow,
das ist jetzt gerade ein ideales Geschenk für die Person, das kaufe ich einfach spontan. Und ohne, dass die Leute es speziell verdient haben oder so, kann ich spontan auch einmal ein Geschenk machen, oder? Oder meinem Mann kann ich spontan auch einmal ein Geschenk machen, zum Beispiel ein Praline-Kästchen heimbringen, ein Kistchen mit Praline oder so. Einfach so, ohne dass Valentinstag ist oder Weihnachten oder Geburtstag oder so. Einfach so mal etwas heimbringen. Und dann kann man vielleicht hoffen, dass sie noch mit einem teilen und dass man auch etwas Süßes überkommt. Vielleicht ist das nicht immer ganz uneigennützig. Also vielleicht denkt man daran, wenn ich ein Geschenk gebe, dann komme ich vielleicht auch ein bisschen etwas dafür über. Für mich würde ich also etwas Teures nicht kaufen, aber als Geschenk könnte ich das kaufen und dann kann ich vielleicht auch ein bisschen Praline probieren oder so. Ich weiss nicht, schreibt mir, wie ihr das habt. Du kommst gut aus mit deinem Mann, hast du geschrieben, Olivia. Kaufst du manchmal spontan ein Geschenk für deinen Mann oder deine Eltern oder deine Kinder oder eine Freundin oder so? Wenn du denkst, wow, wenn du gerade an etwas hinlaufst, wo du denkst, super, das ist jetzt gerade etwas Ideales. Mit dem würde ich gerne dieser Person eine Freude machen. Olivia, du kaufst nicht so häufig Geschenke. Du tust mehr lieber Zeit verbringen oder Sachen unternehmen mit den Leuten als Geschenke. Manchmal ist es schwierig mit den Geschenken, weil viele Leute haben schon sehr viele Sachen und manchmal ist es schwierig, eine gute Idee zu haben, etwas zu finden, das wirklich dieser Person dann Freude macht. Ja? Weil man alles hat. Ja. Also, da habe ich ein Slide von meiner Homepage. Ich habe eine neue App, Swiss German App, also ist nicht mehr so ganz neu, aber von diesem Jahr. Und da kann man den Montagabendkurs, den Schweizerdeutschkurs mit uns verfolgen, mitmachen, auf dem Livestream, aber auch im Nachhinein. Es hat schon ganz viele Lektionen, die auf dieser App aufgeladen sind und es hat Flashcards und es hat Texte und Audio und wenn ihr auf den Link geht, der unten ist in der Beschreibung unter dem Film, dann könnt ihr dann die Web-App auftun. Und zwar die schon vielleicht die Applikation haben und sich angemeldet haben auf ihrem Handy. Die können auch auf die Web-App gehen unter der Adresse swissgermanapp.com. Und der Link ist unten für. Oder man kann sich auch dort einschreiben. Wenn du neu bist, dann kannst du die ganzen Monat lang gratis einschreiben und dann ausprobieren, wie das ist mit dem Montagabendkurs. Also ob der dir gefällt und ob der gut ist für dich, ob du kannst etwas lernen mit dem Kurs. Das ist immer die Sätze, die wir dort haben, die sind übersetzt. Es ist ähnlich wie da, so Livestream, aber die Sätze vom Dialog sind übersetzt auf Englisch. Also, das kann vielleicht auch ein Geschenk sein. Muss ja nicht immer ein materielles Geschenk sein, aber wenn du jemanden kennst, der zum Beispiel am Schweizerdeutsch lernen ist, dann kannst du vielleicht ihnen so ein Abo schenken zu dieser App, weil zu dieser App gehört ein Abo für einen Schweizerdeutschkurs am Montagabend. Und dann kann die Person auf eine ganz angenehme und, glaube ich, lustige Art Schweizerdeutsch lernen und auch an den Zoom-Treffen mitmachen. Am 8. ist der Livestream und am 8:30 ist noch ein halbstündiges Zoom-Treffen, wo man üben kann, reden. Also wer weiss, vielleicht ist das auch eine gute Geschenkidee für jemanden, der gerne Schweizerdeutsch lernen möchte. Also, nächste Situation. Du bist mit dem Kurs
von der Sprachschule. Du bist mit dem Kurs von der Sprachschule fertig. Also der Kurs ist fertig, ihr trefft euch zum letzten Mal, ihr müsst euch verabschieden, ihr müsst Tschüss sagen, wer weiß, vielleicht seht ihr euch wieder, vielleicht behaltest du mit einigen Leuten behaltest Kontakt oder bleibst in Kontakt, aber andere Leute vielleicht wirst du nicht mehr sehen oder vielleicht zufällig nur noch sehen. Und ihr habt also ein letztes Treffen. Und was sagst du zu deiner Lehrerin oder deinem Lehrer? Die Person, die den Kurs geleitet hat, wo ich Sprache, zum Beispiel Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch oder Französisch oder so, wo ich die Sprache gelehrt hat. Was kannst du zum Beispiel an dieser Lehrerin sagen? Olivia, du hast auch einen Kurs gemacht. Was hast du für einen Kurs gemacht? Was, ein Sprachkurs oder meine Brüder machen im Moment gerade einen Fotokurs. Merci für den Kurs. Ja, es war sehr schön gewesen. Zum Beispiel, merci für den Kurs, danke für deinen Einsatz. Es war immer sehr interessant gewesen. Ah, du hast einen Deutschkurs gemacht. Ja, ein Fotokurs ist auch interessant. Ich drücke einfach ab auf meinem Handy, aber ich komme nicht so gut raus, was man dann einstellen muss. Vielleicht, wenn man eine kompliziertere Kamera hat, mit Belichtung und weiss nicht was alles. Aber unsere Kameras auf den Handy sind ja sehr intelligent und machen sehr viel für dich. Aber so richtig das zu lernen wäre schön. Merci für den Unterricht. Also wenn du in den Kurs gehst, die Lehrerin, die gestaltet den Unterricht. Ja. Der Unterricht kann sehr abwechslungsreich sein. Ja, zum Beispiel, einmal macht man Rollenspiel, einmal macht man Übungen, einmal hört man ein interessantes Hörspiel oder einen Text oder man macht andere Spiele. Für Sprachen zum Sprachenlernen gibt es viele Spiele. Ja, also man kann sagen, merci für den Unterricht. Es war sehr abwechslungsreich gewesen, sehr informativ, sehr hilfreich. Ja. So wie du hast super erklärt, oder sie, wir sind sehr vielleicht oder sehr wahrscheinlich per sie mit dem Kursleiter oder der Lehrerin. Man kann sagen, das haben sie super gemacht, ich habe viel von ihnen gelernt oder sie können super gut Grammatik erklären. Vielleicht, ja, das ist auch noch nicht immer einfach, Grammatiken so zu erklären, dass man das versteht. Zum Beispiel die deutsche Grammatik jemandem zu erklären, der nur Englisch kann, ist nicht immer einfach. Oder du kannst sagen, es war toll, es war super, es war genial, es hat ich hatte den Plausch. Also ich hatte Spass eigentlich. Ich hatte den Plausch am Kurs. Und was natürlich gut ist, wenn dir der Kurs gefallen hat, dann kannst du den Kurs weiterempfehlen, oder? Ich tue den Kurs sicher weiterempfehlen. Vielleicht ist die Lehrerin ein bisschen traurig, dass sie eine Klasse verliert, dass sie Schüler verliert, ja. Aber man kann den Kurs weiterempfehlen oder man kann auch selber weitermachen. Die nächste Stufe, zum Beispiel von A2 nachher auf B1 gehen und B1 weiterlernen und nachher B2 machen. Also ich tue sicher nach der Sommerferien weitermachen oder ich kann den Kurs weiterempfehlen, dass andere Leute auch in diesen Kurs kommen. Das war wirklich cool. Ja, also das kann man zum Beispiel sagen. Jetzt, die nächste Situation, da sind wir im Garten. Ja, habt ihr einen Garten?
Habt ihr viel zu tun im Garten oder macht vielleicht der Gärtner euren Garten? Deine Nachbarn haben dir bei der Gartenarbeit geholfen. Das ist die Situation. Also es hat gerade ein bisschen viel zu tun gegeben. Vielleicht hast du Bäume geschnitten. Jetzt ist so gerade November und das ist eine gute Zeit, zum Beispiel Bäume schneiden und Sachen aufräumen, abschneiden, alte Sachen abschneiden im Garten oder etwas pflanzen. Ja. Und dann gibt es viel Gartenarbeit. Wenn du den ganzen Garten vielleicht möchtest neu gestalten, dann gibt es immer sehr viel zu tun. Olivia, du schaffst gerne im Garten. Tut dir der Nachbar manchmal helfen beim Gärtnern? Das ist ein bisschen weniger häufig. Bei meinen Eltern ist es so, sie haben das dritte zusammen, 3 Familien, also mit den Nachbarn rechts und links, haben sie einen Rasenmäher. Sie haben zusammen einen Rasenmäher gekauft und dann das Gras mähen. Also der ist gerade bei meinem Vater stationiert, weil er in der Mitte wohnt. Und sie können jederzeit kommen und den Rasenmäher holen und mähen. Aber meistens ist es so, dass nachher, wenn jemand mähen, also vor allem mit unseren Nachbarn, mit den Nachbarn vom Doppel-Einfamilienhaus, also meine Eltern wohnen in einem Doppel-Einfamilienhaus und sie haben keinen Zaun zwischen diesen 2 Gärten. Es hat so ein bisschen Sträucher, ein bisschen Bäume oder so, aber es hat auch Rasenfläche. Und wenn zum Beispiel der Nachbar Rasen mähen, dann tut er den ganzen Rasen mähen. Der Rasen vor unserem Haus, also vor dem Haus von meinen Eltern, und seinen Rasen. Es ist nicht so eine riesengroße Fläche. Also bei uns ist es so, dass die Nachbarn bei der Gartenarbeit mithelfen. Oder wenn zum Beispiel mein Vater die Rosen spritzen, wenn sie krank sind, wenn sie Parasiten haben oder so. Dann nachher tut er die Rosen von der Nachbarin auch gerade spritzen. Von der rechts und von der links. Olivia, du fragst, was ein Zaun ist. Ein Gartenhag, kann man auch sagen. Also, die meisten Häuser haben ja einen Garten und um den Garten oben hat es so eine Abschränkung, eine Barriere, etwas, das zumacht. Also das heisst, das ist mein Garten und da ist erst das Grundstück vom Nachbarn. Aber bei meinen Eltern ist es so, sie haben keinen Zaun um ihr Grundstück. Sie haben keinen Gartenhag. Du musst nicht ein Türchen auftun, um reingehen, oder du musst nicht ein Gartentor aufmachen, dass du mit dem Auto reinfahren kannst. Du musst einfach das Garagentor aufmachen, dass du mit dem Auto in die Garage kannst fahren. Und man sieht schon, dass wo das Land fertig ist und wo das Land vom Nachbarn anfängt, aber es hat keinen Zaun. Es ist nicht wie ein Gefängnis. Also die Katzen und die Hunde und Tierli und Kinder können ganz einfach von einem Garten in den anderen gehen, ohne Probleme. Ich weiss nicht, wie ist das bei eurer Nachbarschaft, wenn ihr haben dort alle Leute einen Zaun oder einen Gartenhag um ihr Haus, oder ist das so gegen vorne offen, gegen die Strasse offen, aber hinter dem Haus ist es zu? Oder wie ist es bei euch? Ist das für dich etwas Neues? Oder gefällt dir das, dass zum Teil Leute keinen Gartenhag oder Zaun haben? Ja. Was würdest du sagen? Also deine Nachbarn haben dir geholfen im Garten. Sie haben vielleicht den Rasen gemäht oder sie haben etwas anderes gemacht. Und was würdest du sagen? Ich habe keinen Zaun, sagst du, Olivia. Ah, das ist gut. Da, wo ich wohne, hat es wieder viele Leute, die überall Zäune haben. Ja.
Und ich vermisse das ein bisschen von daheim, wo es weniger Zäune hatte. Es war viel mehr offen gewesen. Du kannst sagen, wenn es mehrere Leute sind, merci vielmals für eure Hilfe. Oder genau, merci für die Hilfe. Oder danke für deine Hilfe, wenn es nur eine Person war. Ja. Es ist cool, so gute Nachbarn zu haben. Ja, es ist cool, dass man einfach einander hilft und so gute Nachbarn hat. Du kannst dir auch sagen, ich rühre dir auch einmal einen Stein in den Garten. Also, wenn du dann Hilfe brauchst, dann komme ich dir auch gerne helfen. Ich rühre dir auch einmal einen Stein in den Garten. Man stellt sich zwar das nicht so schön vor, dass man einen Stein jemand anderem in den Garten rührt, aber eigentlich ist das positiv. Das heisst, ich tue mich revanchieren, ich komme dir auch einmal helfen. Ja. Merci für deine Hilfe. Das ist super, wenn man so gute Nachbarn hat und immer, wenn irgendein Problem ist, kann man zu ihnen gehen und sie helfen einem gerade, wo sie können. Und das ist cool. Wir haben auch gute Nachbarn. Das ist ganz schön. Die nächste Situation. Dein Chef ladet dich zum Mittagessen ein. Freut dich das, wenn dich dein Chef zum Mittagessen einlädt? Oder denkst du, was ist wohl los? Will er etwas Schwieriges mit mir besprechen? Was würdest du sagen? Also dein Chef hat dich zum Mittagessen eingeladen und jetzt habt ihr fertig gegessen, ihr habt es gut gehabt. Und was würdest du sagen für deinen Chef? Was würdest du deinem Chef sagen? Das ist besser. Was würdest du deinem Chef sagen? Zum Beispiel, mein Chef ist mein Mann, also ich gehe gerne mit meinem Mann ausessen. Also ein bisschen ist er mein Chef, ja. Wir arbeiten zusammen. Dein Chef ist ganz nett, Olivia. Also du würdest auch gerne mit ihm essen. Solange dass er zahlt, ist gut, oder? Solange dass er dich einlädt, dann ist super. Das kann ja zum Beispiel ein Geschäftsessen sein und man kann es vielleicht über das Geschäft abrechnen. Du kannst zum Beispiel sagen, merci fürs feine Mittag. Ja? Vielleicht hat dich der Chef eingeladen, um etwas zu besprechen, aber vielleicht hast du Geburtstag gehabt. Oder einfach so. Als Dank möchte ich Sie auch gerne einmal einladen. Hast du das schon gemacht? Hast du schon einmal deinen Chef eingeladen zum Essen? Ich glaube nicht. Also ich habe nicht so eine Situation. Meinen Mann habe ich natürlich schon viel zum Essen eingeladen. Aber das ist vielleicht eine andere Situation, als wenn man so einen formellen Chef hat und mit ihm etwas, oder eine Chefin natürlich, und mit ihm oder mit ihr etwas kann essen. Hast du deinen Chef oder deine Chefin schon einmal zum Essen eingeladen? Wann haben sie Zeit? Das ist die Frage, oder? Meistens sagen wir, kommt uns doch einmal besuchen, oder sie müssen auch einmal zu mir heimkommen, oder wir könnten auch einmal, das nächste Mal lade ich sie ein zum Essen, oder so. Wir sagen so viele so Sachen, aber wir tun nicht konkret abmachen. Und dann nachher vergisst man es wieder, und die Zeit vergeht. Und das nächste Mal, wenn man sich sieht, sagt man wieder, wir haben ja schon lange einmal abmachen. Ja, jetzt müssen wir dann unbedingt uns treffen. Wir müssen unbedingt ein Datum, eine Zeit, einen Termin abmachen. Aber wenn man nicht gerade sagt, ja, okay, wenn, nächste Woche, hast du nächste Woche Zeit, am Wochenende oder unter der Woche, ja, ganz konkret abmachen, dann nachher findet das nie statt. Also am besten immer gerade fragen,
Wann haben sie Zeit? Wann passt es ihnen? Wann können wir zusammen, kann ich sie einladen? Oder kann ich dich einladen? Ja, das ist das Beste. Immer gerade zusammen abmachen. Oder, Olivia, was denkst du? Dann haben wir noch eine nächste Situation. Die nächste Situation ist beim Arbeiten. Und du hast beim Arbeiten etwas falsch gemacht. Ja, das ist natürlich nicht so angenehm. Und deine Kollegin oder dein Kollege weist dich darauf hin und sagt, das ist nicht gut, nein, das kann man so nicht machen, da ist etwas falsch. Da musst du noch einmal über die Bücher, du musst noch einmal das anschauen, korrigieren. Was sagst du denn? Nervt es dich das? Nervt es dich? Olivia, du bist auch einverstanden, dass man gerade abmachen muss. Und jetzt beim nächsten Text, nervt dich das, wenn dich jemand korrigiert, wenn dir jemand sagt, das ist nicht gut, da hast du einen Fehler gemacht, das musst du noch einmal machen? Oder bist du dankbar? Vielleicht. Hui, merci, Trudi, dass du mich darauf hinweisst. Oder dass du mich darauf hingewiesen hast. Also, ich hinweise, ich zeige, da ist der Fehler, schau, das können wir nicht so machen, da ist etwas nicht gut. Ja. Manchmal ist es besser, man merkt früh genug, dass man einen Fehler hat, weil je nachdem können Fehler grosse Konsequenzen haben. Und das ist natürlich dann nicht lustig, wenn es grosse Konsequenzen gibt oder finanzielle Konsequenzen oder dass man Kunden verliert oder weiss nicht was. Olivia, du bist dankbar, wenn dich jemand auf Fehler hinweist. Wenn du etwas vergessen hast oder etwas falsch gemacht hast. Du kannst auch sagen, oh, was würde ich auch ohne dich machen? Super, sagst du mir das? Super, hast du ein Auge auf das, was ich mache? Danke. Was würde ich auch ohne dich machen? Ja, manchmal brauchen wir wirklich die Hilfe der anderen. Und dann kann man ihnen auch das Gefühl geben, dass sie wichtig sind und dass man ihre Hilfe sehr gut findet. Oder so kann man sagen, was würde ich auch ohne dich machen. Okay, und noch die letzte Situation. Du bist im Meer am Schwimmen. Das ist eine ganz dramatische Situation. Die Wellen kommen, es hat viel Wasser, die Strömung nimmt dich mit und du kommst immer weiter weg vom Land. Die Strömung nimmt dich mit, du gehst weiter raus ins Meer und dann sieht das ein Mann und er rettet dich. Er kommt raus, vielleicht mit einem Bötchen oder vielleicht ist er ein guter Schwimmer oder was auch immer. Oder vielleicht ist es der Rettungsschwimmer von dem Strand. Der Mann, jetzt muss mein Hund da gerade mal runter. Er rettet dich. Was sagst du, wenn jemand dich wirklich aus einer brenzligen Situation, aus einer gefährlichen Situation rettet, dir hilft, sogar, könnte man sagen, das Leben rettet, je nachdem. Was könntest du denn sagen? Wie würdest du dich bei ihm, oder wenn es eine Frau wäre, bei ihr bedanken? Wie würdest du dich bedanken? Merci, du hast mein Leben gerettet. Ja. Du kannst auch sagen, danke vielmals für die Rettung. Merci vielmals für die Rettung. Oder sie sind meine Held. Sie sind meine Held. Meine Hero. Ja, also es ist wie ein Superman oder, oder so. Sie sind meine Held oder du bist meine Held. Je nachdem, vielleicht kennst du ja die Person. Ich kann ihnen nicht genug danken. Ich kann dir nicht genug danken. Ja, du hast mein Leben gerettet.
wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Ja, zum Beispiel kann ich sie zu einer Znacht einladen oder ja, vielleicht kann man sie dann nachher einladen, die Person, oder in die Ferien einladen oder ja. Aber viel ist es auch so, dass die Personen einfach stillschweigend irgendwo verschwinden. Vielleicht kommen dann Rettungssanitäter und nehmen die mit ins Spital und weiss nicht was. Und schlussendlich weisst du gar nicht, wer dir geholfen hat oder wem das du kannst Danke sagen. Aber das ist gut, wenn du weisst, wem das du kannst Danke sagen. Okay, das wäre es für heute. Merci vielmals fürs Mitmachen, Olivia. Schön, dass ihr sind da war, dass ihr Geduld hatten, mit mir geredet habt, zugelassen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe schon 18'000 Leute auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal. Ihr könnt auch, wenn ihr noch nicht dabei seid, könnt ihr auf den Button klicken. Der Seite verkehrt. Da. Und euch einschreiben, euch den Kanal abonnieren. Da haben wir immer wieder interessante, kurze Filme und ich habe schon ganz viele Schweizerdeutsch Filme. Du kannst mit uns Schweizerdeutsch lernen und du kannst auch, eben denk dran, am Montagabendkurs, wenn ihr euch über die Web-App einschreibt, bei VIP, dann könnt ihr einen Monat lang gratis Zugang haben zu dieser App, zu den alten Lektionen, die wir schon hatten und zu den neuen Lektionen, die wir jeden Montagabend am 8. Uhr haben. Also in einem Livestream, der eine halbe Stunde lang geht, könnt ihr dann mitmachen. Und für die wollen, die können sogar im Zoom-Treffen mitmachen und andere treffen, die Schweizerdeutsch lernen und mit ihnen Schweizerdeutsch üben. Mit mir und mit ihnen Fragen stellen und vor allem üben, reden. Das ist nicht so einfach. Das heisst, man muss auch das Mu üben, dass man dann das aussprechen kann. Olivia, hat es dir gefallen? Schön. Danke für dein Kompliment. Schön. Es freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss zusammen.